Guten Morgen. Wir wollen von dir eine Gelegenheit geben. Hier wird ein Mic frei, wenn irgendjemand interessieren, hat ein paar Leute mitzusingen, passing, hinterfern. Wenn du nicht jetzt anbiegen sind, hier fertig sind, das passt noch einer, wenn du wer will, versteckt. Okay, bei onze eerste Leute zijn Nummer 3 is haastig. Freue dich Welt, dein König naht, mach deine Tore weit und laden reich und herantat, der Herr der Herrlichkeit, der Herr der Herrlichkeit, der Herr der Herr der Herrlichkeit. Freue dich Welt, es siegt der Herr, nun rausche freudig Sang, von Feld und Flur, von Bech und Meer, erschallt der Jubelklang, erschallt der Jubelklang, erschallt der Jubelklang. Da bricht herein der Herr geboren, vorbei der Menschheit nah. Sein Zepter ist Gerechtigkeit und Liebe seine Macht, und Liebe seine Macht, und Liebe seine Macht. Nächstes Mal saß es hastig. Stille Nacht, heilige Nacht, alles schwebt einsam wach, nur das traute hochheilige Paar, das entstande zu Bethlehem war, bei dem himmlischen Kind, bei dem himmlischen Kind. Stille Nacht, heilige Nacht, Hirtenens künftige Macht, durch der Engel Halleluja, tönt es Jubel von ferne und nah. Christ der Retter ist da, Christ der Retter ist da. Stille Nacht, heilige Nacht, Gottes Sohn, oh wie lang, lieb aus deinem göttlichen Mund, da uns Schläge zu retten
Text Nummer 75. Ik ken de lijn kommet och al, så kröper jag kommet en Bethlehemstad, und seht, was in dieser auch heiligen Nacht der Vater im Himmel für Freude uns macht. O seht in der Krippe im finsteren Stall, seht hier bei des Lichts ein hell glänzendem Strahl, in reinlichen Wändern das himmlische Kind, viel schöner und toller als Engel es sind. Da liegt es ihr Kindlein auf Heu und auf Stroh, Maria und Josef betrachten es froh, die redlichen Hirten knien betend davor, hoch oben schwebt jubelt der Engel ein Chor. Was geben wir Kinder, was schenken wir dir? Du Bestes und Liebstes der Kinder dafür. Nichts willst du von Schätzen und Reichtum der Welt, ein Herz nur voll Demut allein dir gefällt. So nimm unsere Herzen zum Opfer dem Herrn, wir geben sie gerne mit fröhlichem Sinn. Ach, mache sie heilig und selig wie dein, und mach sie auf ewig mit deinen in eins. Guten Morgen. Ich heute jeder ein Willkommen hier an diesem Gottesdienst, was wir hier von der Morgens wollen haben, wo wir an Jesus seine Fleischwerdung, an seine Geburt denken, wo er in diese Welt kommen dort. Ich habe hier einen Vers, was ich am Anfang lesen will, in Lukas 2, wo der Engel der Hort sein, da im 10. Vers, der sagt dort, und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Das ist die frohe Botschaft, was der Engel bringt, deuten zu der Hort, auch zu uns, ans Rade ist geboren, er ist in diese Welt gekommen, da wo er uns selig merken soll. Wir wollen noch beten zum Anfang, weil wir bitte da abstunden. Uns himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass wir in dieser Erlösung leben dürfen, dass ihn sehen in diese Welt gekommen ist, dass Jesus kam, dass er hier Mensch geworden ist, um unsere Schuld zu drehen, um uns zu retten. Da sind wir dankbar für. Lut uns Herr von der, wenn wir an denken, dass wir die durch dich preisen wollen. Schenk Herr, dass immer mehr wird auch für uns wird. Und Herr, dass wir diese Freude auch in unseren Worten kennen haben. In Jesus' Namen. Amen. Ich will zu der Anleitung von der einen Vers aus 1. Timotheus 3, den 16. Vers lesen. Timotheus Kapitel 3, Vers 16. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, verkündigt unter den Heiden, geglaubt in der Welt,
aufgenommen in die Herrlichkeit. Wir führen von der einen Tag, wo wir daran denken, dass Jesus in diese Welt gekommen ist, wo er Fleisch geworden ist, wo er Mensch geworden ist, und wo Gott selbst kommen ist, in diese Welt, um sein Volk zu besiegen. Hier sagt dort im Anfang von den Vers, anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch. Da wurden nach meiner Ding abgenannt von das Geheimnis der Gottesfurcht. Aber krieg und das eine ist dort, wo wir von der und denken, Gott ist geoffenbart worden im Fleisch. Und ich will diesen Vers einmal von diesen Gedanken besonders rütheben. Hier sagt er, dort ist ein Geheimnis der Gottesfurcht. Was ist Gottesfurcht? Wort Übersetzung Design, ab das steht, das ist ein Geheimnis der Gottseligkeit. Ich glaube, diese Gottesfurcht, wo das hier von reden, dort ist das Bewusstsein, das ehrfürchtige Bewusstsein, was wir von der Herrlichkeit und von der Allmacht Gottes haben. Hier wird dort beschrieben, dass das aus ein Geheimnis ist. Ich glaube nicht ein Geheimnis, dass dort irgendwo plitscht ist, dass die Menschen dort nicht wollten sollen, sondern ich glaube vielmehr davon ein Geheimnis, dass wir als Menschen das gar nicht verstehen oder dass wir das meist nicht begreifen können, wo das Geheimnis der Gottesfurcht wirklich ist. Ein Geheimnis, ich kann auch sagen, das ist so großartig oder so wunderbar, das Geheimnis ist allgemein irgendwo verborgen ist oder irgendwo, was verschwiegen ist, was die Menschen nicht wollten oder irgendwo, was die Menschen nicht zugänglich ist, was die Menschen nicht so leicht verstehen können. Und hier wird nur gesagt, dass Gott im Fleisch geworden ist oder im Fleisch in diese Welt gekommen ist. Dort ist auch für uns als Menschen ein Geheimnis. Und ich glaube, dort ist es auch. Wenn wir dort betrachten, dann sehen wir dort viele Bibelkritiker, kriegt die Fleischwerdung Jesu oder dass Jesus in diese Welt kommen dort, oder dass Gott in Jesus hier auf diese Welt kommen dort, dass dort kriegt ein Argument ist für ihn zu sein, dass sie gar nicht daran glauben, dass Jesus Gott ist und so wieder, dass sie dort gar nicht begreifen, gar nicht futen können. In der Bibel sagt, das ist ein Geheimnis für uns. Das ist großartig. Wir würden sagen können, mit anderen wird dort wunderbare und Weihnachten, was hier uns beschrieben. Das ist dort, dass Gott geoffenbart ist worden im Fleisch. Das Geheimnis, das ist die erstaunliche Erkenntnis, dass Gott ein Mensch geworden ist von Fleisch und Blut. Vielleicht kriegt ihr diesen Gedanken, Gott ist offenbart im Fleisch. Da will ich mir die Gedanken zu sein, was das meint, Gott ist geoffenbart im Fleisch. Gott, der Ewige, die Bibel sagt uns, verarmt sind, als ein Tag ist 1000 Jahre, in 1000 Jahren ist ein Tag. Der ewige Gott, heute kommt in diese Welt nehmen, in diese Welt, wo der von Zeit bestimmt ist. In eine Welt, wo der Leben wird von in Bereichen von Klanderschen, von Glocken. Das ist nicht zu denken. Ein Ewiger kommt in eine Welt, wo Klanders gebraucht wurden und wo Tiden gebraucht wurden. Da, wo der von immer ist. Der allgegenwärtige Gott. Da, wo aller Wegen ist, wo keine Grenzen kann, wo er nicht kann sein, das Saum und so sein, wo kann ich fliehen von deinem Geist, dass du nicht auch du wirst sein. Der allgegenwärtige, wo er auf alle Städten ist, er beschränkt sich auf eine einzige Stadt. Dass er auf eine einzige Stadt, auf einmal bloß wir. Dann wir Jesus in Bethlehem, dann wir in Nazareth, dann wir in Kapernaum, dann wir in Jerusalem, und hat sich beschränkt. Da wo er eigentlich allgegenwärtig wir. Salomo sagt uns, dass Salomo den Tempel einweihen wird, den wird heute gebüht worden, dann bet heute Gott, und dann sagt er, dort aller Himmel in der ganzen Erde, kann Gott nicht futen. Damit sagt er, Gott ist so groß, der ganze Himmel und alles, dort ist, der kann Gott gar nicht futen. Wo soll Gott in den Tempel nennen posten, den wird Salomo gebüht hat? Und hier soll wir, wo Gott in Fleisch gekommen ist, geoffenbart worden in Fleisch in Jesus Christus, dort das große Gott, wo er eigentlich der Himmel abfallen wird, und der ganze Erde alles abfallen wird, das Gott hat beschränkt sich in Jesus Christus in einen Körper, in einen menschlichen Körper. Und ich glaube, Johannes kann ganz mit reich sein, oder der Jünger damals ist uns dort geschrieben, der in Johannes, in ihm wohnt die Fülle der Gottheit lebhaftig.
In Jesus wohnt die Fülle der Gottheit. Diese Fülle der Gottheit, von wo der Salomo schrieben hat, alle Himmel, die können am nicht futen, wegen Gott fehlte groß wie wegen er fehlte gewaltig wie. Der Schöpfer von der ganzen Welt, so sagt uns dort in Jesus, als die ganze Welt geschaffen, alles wird erst durch am gemerkt, es nichts wird nicht durch am gemerkt, als der Schöpfer von der ganzen Welt, der Schöpfer von dieser Erde, von den Sterns, der Schöpfer von allen Planeten, was es geben wird, alle Galaxien, was wir in unserem Himmel haben, heute besagt, kriegt einen Planeten, und kriegt diese Erde, ab dieser Erde kommen hinab, ab diesen einen Planeten, obwohl unsere Erde, das ist der Forscher dort sein, dann ein so kleiner Planet ist gegen viele andere Planeten. Ja, viele, die sind viel grader, viel schmacker und so wieder, was die Luden tät. Aber heute kommen Krieg ab diesen einen Planeten ab dieser eine Erde kommen hinab, nämlich wegen uns Menschen. Und heute Leute alles ewige besiegt, und heute kommen uns als Menschen hier zu besiegen. Jesus, wohnt im Palast des Himmels wir, in der Herrlichkeit beim Himmel, er kam rauf, er kam nicht in einen Palast nennen von der Königin Tiane Tit, wo dort irgendwo Schmuck wir, vielleicht bei Herodes und so wieder, den Landesfürst oder irgendwo, er kam gar nicht durchhauen, auch gar nicht ein von den reichen Menschen, sondern Jesus, wo er vom Palast in den Himmel kommen dort, er kam rauf in eine Feuergraben nennen. Und eine Arme steht, sagt uns am Wort, ein Wengel gewickelt und eine Krabben dann gelegt. Du Herr, glauben die Menschen, dass erst in einen Stall gewesen. Jesus war in einen Stall geboren. Dort sagt uns eigentlich gar nicht in der Schrift, dass ein Stall war, sondern dort sagt, er war in eine Krabbe gelegt. Du von verstehenden Menschen nehmen viele an, das war doch ein Stall, wo gewesen sind. Der allmächtige Gott, wo er jedermann lebenden Odem geben wird, Jesus, wo er die Weg von einem Menschen in seiner Hand hat, er kennt all unsere Wege, was wir gehen tun, er hat all an seine Macht, er kann jeder Schritt von den Menschen lenken, so wunderbar ist er auch erst, so allmächtig ist er erst. Das allmächtige Gott, Jesus Christus, war er Mensch, das sagt uns, er war ein Kind, er war ein Baby und er war ab uns gedreht. Ab uns gedreht, wunderbar nicht? Der Allmächtige und alle Macht hat, den drüben in den Arms. Josef Maria, die Mama, hat den in den Arms genommen, hat sich an den gekümmert. So klein, so hilflos war er. Er kam in diese Welt. Vielleicht verstehen wir, was das hier meint, was das sein wird. Das ist ein Geheimnis. Das ist ein Geheimnis. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch. Da kann uns verstehen, Menschen nicht futen. Wie jäuft das sind überhaupt? Was heißt es, das in diese Welt kommen dort? Und sagt die Bibel, dort in Jesus Christus alle Weisheit verborgen ist. Das meint, alle Weisheit, was es geben wird, heute ist die Qual von der Weisheit. Da liegt in Jesus Christus. Und doch wird uns gesagt, in Lukas 2,52, das Kind, das was, und das nimmt Tau und Weisheit. Heute, wo eigentlich die Qual von der Weisheit wir, so im Tempel, aus den 12 Jahren, wie von der Schrift gelehrt, und er fragt euch, und er hört, was er anlehren in der Interessant. Geheimnis der Gottesfurcht, der Gottseligkeit. Der Herr, wem alles gehören wird, der Herr, wer alles besetzen wird, wer eigentlich der Wirt ist, wer alles gemerkt hat, heute kommen in diese Welt und Antwort nicht willkommen gehalten. Heute kommen hier hin, in diese Welt nehmen, aber da gibt keinen Platz für ihn. Er wird der Herr, aber kein Platz für ihn. Der Herr, wo er alles gemerkt hat, aber die Welt, die kennt ihn nicht, und die sehen die nehmen ihn gar nicht ab. Er wohnt aus einem Fremden in dieser Welt, aus einem Heimatloser, und doch haben sie ihn alles gemerkt, was es geben soll. Der Herr von dieser Welt, er war ein Deuner, er kam aus einem Deuner in dieser Welt, er arbeitet mit seinen Händen. Es wird gesagt, ja, ein paar Städten, da wird noch so betont, wird noch so ein Nomen gegeben, das wird auch manchmal da, weil wir nicht wollten, von wem wir reden, dann sagen wir da in der Dascher vielleicht. Und so wird auch zu Jesus gesagt, der Dascher liegt jung. Jesus gehört zu der Dascher-Familie.
Obwohl heute der Herr von dieser Welt wie heute doch ein Arbeiter, kann heute doch rufen, Arbeit selbst. Uit ein Reichtum und eine Armut nehmen, sodass er sein dort, er hat keinen Platz, wo er seinen Kopf anlegen kann. Der Herr werde dort Leben geben, der Herr von dort ewige Leben, der Herr von dort Leben, er kam in diese Welt, um für uns Menschen zu sterben. Ich glaube, du wen sagt Paulus hier, das Geheimnis der Gottesfurcht. Dort ist ein Geheimnis. Gott ist offenbar geworden im Fleisch. Da wem das Leben hier in Deut, er kam um diese Welt zu sterben. Der Heilige von dem Himmel, er kam in diese Welt nennen, wo das voll Sinn wir. Da wo er unendlich hoch ist, er kam und er wir uns so dich bei, uns als Menschen. Da wem der Engel anbeten tun, er muss Hunger leiden und am Durst, er wird müde, auf dem See Genezareth, da lesen wir, da liegt er im Boot und er schläuft aus den Jünger, der über segeln deuten, aus dem Sturm kommen deuten. Er wird auch müde, obwohl er der Herr wir wem der Engel anbeten tun. Wir wollten, dort Jesus nicht so gelebt hat in seiner Bequemlichkeit, aus wie dort haben. Er kam nicht in seine Vorgewalt nehmen, aus wie dort von der sein. Und wenn wir nun sollen einen Betrag kriegen, dann würden wir auch sagen, Martin, so aus der Welt damals wir, dann hat er auch nicht nur die Herrlichkeiten, oder besser gesagt, so aus der Welt damals erreicht wir, dann genießt er nicht nur dort die Bequemlichkeit, wo er die Welt damals für sich hat. Das hat er gar nicht. Er kam in diese Welt nehmen. Und wir sollen uns hier die Frage stellen, ja, wo wen? Wo wen kam der Allmacher? Wo wen kam der Allweitender? Wo wen kam das ewige Leben? Wo wen kam der Heilige? So wie drauf, um uns Menschen so dich bitte sein. In Johannes, den 1. Kapitel, im 18. Vers, Johannes 1,18, da sagt uns dort, niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Gott hat keiner gesehen. Der menschliche Auge, das kann Gott gar nicht futen. Aber dann sagt Johannes hier, dann können wir sehen in dieser Welt. Jesus Christus war geboren als ein Mensch, dann können wir in diese Welt nennen. Und Johannes sagt, der hat uns Aufschluss über ihn gegeben. Der hat uns am Minuten erkannt. Der hat uns Gott aufgedacht. Nämlich wodurch? Dadurch, dass Jesus in diese Welt kommt. Da wird den Menschen aufgedacht, wer Gott ist, wo Gott ist. Da hat Gott sich offenbart. Nämlich in das Fleisch in Jesus Christus. Johannes, den 3. Kapitel, im 16. Vers, da sagt uns dort den Grund, wogegen dort Gott es dort. Da sagt dort, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. So säuerhafte der Welt geläuft, dass wir durch sein Tod, durch sein Geschenk, dass Herr Jesus Christus geben dort, ewiges Leben kann haben. Das wird der Grund, wogegen Gott sein Geschenk geben dort. Ich glaube, du an eine Krab, du in Bethlehem in der Krab, du kannst menschliche Augen, da können die Menschen mit ihren eigenen Augen anfangen zu sein, was das falsch bedienen dort. Gott hat die Welt geläuft. Gott hat die Welt geläuft, indem, dass er hier Mensch wurde dort, dass er hier zu uns kommen dort. Und ich wünsche, dass uns das bewegen wird auch. Dass wir das auch futen können. Gott hat uns geläuft. Der Lauf Gottes, der kam in Jesus Christus, du auf der Welt, wo er geboren worden, du wo er Mensch worden dort, nämlich um uns zu raten. Und lud uns auch, wenn wir Gott sein Wort von der auch wieder hier, lud uns das bewegen, in der Dankbarkeit, indem dort wir arm anbeten und dort wir arm auch du verpreisen, dass heute gekommen ist. Amen. Singen wir Leute Nummer 2 ist hastig. Nicht zu viel, das darf ich vielleicht noch abstunden, um das Leute zu singen. Zwei ist hastig. Auf Seele, auf uns sei mir nicht,
Es bricht das Licht hervor. Der Wunderstern gibt dir Bericht, der Held sei vor der Tür. Gib Acht auf diesen hellen Schein, der aufgegangen ist. Er führet dich zum Könnten ein, das heißt es Jesus Christ. Er ist der Held aus Davids Stamm, der alle Feinde schlägt. Er ist das teure Gotteslamm, das unsere Sünde trägt. Dankeschön. Von der aus Weihnachten, endlich Weihnachten. Wir freuen uns, dass wir diesen Weihnachtsgottesdienst gemeinsam feiern dürfen. Und ich würde uns allen von Herzen willkommen heißen, alle Kinder, die in diesem Raum sind, auch die Eltern, die in diesem Raum sind, Großeltern, Jas, Geschwister. Allen möchte ich von Herzen willkommen heißen, von dir auch hier dabei zu sein. Ich will uns mit dem Gruß, dem der Engel, in Lukas 2, hier wohl, grüßen. Und ich will einfach die paar Vers wieder lesen, weil wir die erste paar all gelesen haben, die ich eigentlich auch wohl lesen. Ich will einfach von 13 bis 14 mal lesen. Und plötzlich war bei den Engeln die Menge der himmlischen Herrscher, die lobten Gott und sprachen: Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden unter den Menschen. Gottes Wohlgefallen. Und es geschah, als die Engel von ihnen weg in den Himmel zurückgekehrt waren, da sprachen die Hirten zueinander: Lass uns doch bis nach Bethlehem gehen und die Sache sehen, die geschehen ist, die der Herr uns verkündigt hat. Lass uns noch beten, für wir übergehen zur Predigt. Oder passend erst für uns würden wir abstundet haben. Ans Vater im Himmel, wir beten die von dir an. Wir proben uns von dir, du nenntest da, wo du Mensch warst und auf diese Irrtums am uns Menschen zu raten. Herr Jesus, mit unser fleischlicher Verstand ist das schwierig zu begreifen, zu verstehen. Und Herr Jesus, wir glauben trotzdem daran, dass das alles zu unserer Rading dient. Und wir wollen die loben und preisen, ob durch diese Deal. Amen. Da stand mal ein kleiner Junge mit seinem Großvater in einer Stadt, wo so eine Weihnachtsstatuen ausgestellt werden, verschiedenste Krabbenspiels und verschiedenste Sachen, die man kaufen konnte, um zu Weihnachten zu schmücken. Und wenn es heute mit seinem Großpapa steht und das alles so beobachtet, dann auf einmal fragt der Großpapa den kleinen Jungen: Welche von diesen Figuren wirst du hier sein? Der kleine Junge, der zweifelt nicht lang, zögert auch nicht mehr der Antwort, plötzlich kommt er zurückgeschoten: Ich würde der Esel werden sein. Wir fragen uns, wieso wird das Kind werden der Esel sein? Warum nicht der Hirten oder der Eltern oder vielleicht die 3 Weisen, die in so eine schmucke Kleider durchgestellt wurden? Und das wollte ich Ihnen wieder vertellen, die Geschichte, was der Junge dann verantworten kriegt und eng von meiner Predigt. Mir hat das von der auch in dieser Predigt am Ochse ein Esel. Wir sollen sehr Fährten, wenn zu Weihnachten geschmückt wird, dann wird da ein Beus und ein Esel bei sie die Krabbe hergestellt. Das ist für uns vielleicht so, dass die hier das tun. Aber in Wirklichkeit, wenn wir da mal über nur denken, die hier das wirklich zu Weihnachten, ich habe das irgendwie verbinden, dass der Osten, der Esel, irgendwas mit der Weihnachtsgeschichte zu tun hat. Oder warum wurden die immer ohne Krabbe hergestellt, wann zu Weihnachten geschmückt wird oder wann verschiedenste Weihnachtsstatuen verkauft wurden? Wo kann man den Osten, den Esel, eigentlich mit Weihnachten verbinden? In allen Krabbenspielen, wo wir denn so fertig sein, das ist
vielleicht bloß was Bildliches, wo wir sein, was die Geschichte teilt. Wann diese beiden Tieren, wenn wir die würden segnen im Neuen Testament, eine Verbindung mit Jesus in der Geburt, wo wir noch nicht fängen. Wir können Matthäus, Markus, Johannes, Lukas lesen. Wir wollen nur nicht, wie Jesus in der Geburt in der Zusammenhang von den Os oder von den Esel lesen. Ist das wirklich, dass die nichts mit der Weihnachtsgeschichte zu tun haben? Oder woran fingen wir dort einmal weiter bei den Statuen? Und du denkst mir, ich habe mir nur ein bisschen ein Nähe luten, woran das ist dort erst mit Anstaub, du über nur zu denken. Was haben der Osten, der Esel, ans zu sein von der ab Weihnachten? Haben die uns vielleicht doch was zu sein oder wollen die uns was lernen? Was haben diese Tiere, was bedienen der für uns? Vielleicht erstens, wann wir diesen Wort würden brücken, das Wort Os oder Esel, dann wird wir dort auch manchmal brücken, ob man es vielleicht je sich zu beleidigen. Wenn nicht wird zu sein, du Ochse oder du Fühler-Esel, das ist eine Beleidigung. Also wie kann diese Wirt all, dort die Wirt an sich, die haben eine gewisse Bedienung, einen gewissen Gewicht, der für uns was zu sein hat. Und ich glaube auch, gerade deswegen wird auch Os, ein Esel und Krab neu gestartet. Weil diese beiden Wirt, wenn ich ihn damit wird betegnen, würde ich viel darüber verstehen. Würde ihn beleidigt fühlen. Der Wirt haben was zu bedienen. Die Tiere haben in unser Leben von der Bereich viel zu sein und wir verbinden durch vieles mehr. Und ich glaube, dass auch dadurch, auch in der Weihnachtsgeschichte kann man dort sein, dort hat viel, du auch eine Bedeutung liegt, woran der Ochse und Esel in der Weihnachtsgeschichte mit nähergebracht sein worden. Da haben in Wirklichkeiten nicht viel du verloren, oder doch? Offensichtlich haben die Christen zu der irrschammerischen Zeit Pferden, Josef und Maria, weichgeloten, dem wir ja den Ossen, den Esel, bei ein Krabbenspiel handzustellen aus Josef und Maria. Dort ist es erst einmal wert, wann zu Weihnachten oder wann man dort irgendwie will, bildlich durchstellen. Wir damals, der Ossen, der Esel, sehr wichtig, dort unbedingt wird durch sein. Aber stellen wir uns mal vor, wir würden von der einen Bücher aus Israel, Frauen oder mit dem über dem reden, über die Weihnachtsgeschichten sein, den Ossen, den Esel durch den Stall, dann würde uns kriegsübrig anchecken sein, ein Stall von Jesus in der Zeit, ein Jude wird sein, was ist ein Stall? Der wird nicht mehr weiten, von was wir reden. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir dort weiten, wo wir dort erst einmal. Erst einmal wir dort so, und ich glaube, wir haben hier ältere Menschen unter uns, die dort sehr bekannt noch wird sein, dass man dort voll besieden Hüs hat. Ich war mal in Scharaua und da lebte ich dort mit. Der Stall und das Haus, das wird taub ein Gebiet. Und so wird das ich schon auch, dass wir ein Haus, und meistens haben wir ein zweistöckiges Gebiet, bovenlebende Menschen, und unten wird das voll. Und die Tiere, was Haustieren werden, was man brücken, zum Schlafen, zum Reisen, die Tiere, die haben man Haus besiegt. Dann wird ein das vielleicht ein bisschen deutlicher, woran Ossen Esel oder woran der Stall, woran wir ab dort von der kommen, dass wir damals nicht im Stall, sondern dass die hier zu der Haus. Ans Wort aber gesagt, Jesus, wenn es da in Bethlehem kam, da wird kein Rühm. Da war tatsächlich gesagt, in der Herberge wird kein Rühm, also das ist ein Hotel, wo Menschen abgenommen wurden. Aber vermutlich wird vermutet, weil rum Bethlehem, wir eine Boy, da wären viele Lacher, so eine Höhlen, sag ich mal, wo der Stein immer stürken, wo man sich so unter dem Bett verkrücken kann, wo dann der Hirten, die danach, ob starben werden, voll werden, wenn die sich dann wohl tragen, wo dem so tolut war, dann ging der in diese Leichen an, voll durch Schutz zu beuten für die wilden Tiere. Der Überlieferung der Menschen, die vermuten, dass Jesus in so ein Loch geboren ist, in so ein Steinloch. Es steht mählich, wurde uns nicht direkt gesagt, es ob auch sehr gut mählich, dort eine Lied gesagt haben, wir haben Buben voll. Aber ich kann ihn übernachten. Dort sind Vermutungen, die uns nicht überliefert wurden, aber beides ist eines klar. Jesus seine Eltern, die mussten du übernachten, wo sie eigentlich die Tiere da übernachten. Ob das nun bei einem Lied einfach wir, in der Stadt, in ein Haus, oder ob das nur in einer von den Höhlen wir, spielt nicht die große Rolle. Was eine Rolle spielt, du wir nicht rühmen, und sie mussten du wo die Tiere.
Und deswegen glaube ich auch, dass der Osten, der Esel, spielen eine große Rolle in Jesus in Geschichten, dass wir durch Veranz auch von der viel lernen sollen und lernen können. Wenn Jesus oder wenn Gott sich übernommen, durch den Esel zu Gideon zu reden, dann glaube ich, ist es doch nicht verkehrt, wenn ich mich von der übernommen habe, hier eine Weihnachtspredigt zu holen über Osten Esel. Weil Gott selbst auch den Esel brauchte, um die Menschen zu belehren oder dem Wort zu sein. Warum wird ein jüdischer Bücher oder ein Bücher, der wirklich mit Tieren zu tun haben, und von der auch vielleicht einer, der mit Tieren zu tun haben, mit dem Kopf drehen, wenn ich würde sagen, Os, ein Esel, Taub und eine Krabbe. Einer, der mit Feuer zu tun hat, der wird sagen, dort ist ein Traum oder dort ist eine Vorstellung von einer Welt von Frieden. Und tatsächlich, dort kriegt dort wird Os, ein Esel und eine Krabbe sein. Der sich ein bisschen mit Balls utjant, wenn der Vater jaft, wo sieht er aus? Wir würden Mirschen Steinach, der mit der scharfen Hähne der aufschneiden, weil ein Ball, ein Boys, immer geneigt ist, mit dem Kopf zu buchen. Von der Krabbe war ich war das hier frei. Und mir denkt noch, wenn es ein anderer Jung wäre, wie viel das ich wäre ich vor und dann. Ich stamme mir so fair, ob Mirschen bei einem Transkont passiert sein, wo man dann durch Rennchen fuhr. Wenn es wie mit einer Nieten hier bekommen, ans erste Fortjahrhunderten und ans das so stiert, wenn das Stück Esel auf dem Markt war, stehen bleibt, und wir mussten da ran vor. Ich werde gehört, dass der Fuhrer sich dann irgendwie verteilen, und dann einer und der andere beschämt sich, der Esel hat mir das Hängerlicht weggehielt. Und am dort mit gut zu merken, dann sieht man, dann jäufert das Sprichwort hier bei uns, auf der Kolonie, dass der Esel bräu bin Tag dich vorne an den Hänger der noch zu tun. Du merkst, kann wie den Esel wissen, wie der Konsäuer mit der Hängerbein tun. Dort habe ich erfahren, viele von uns, mir wenn es denkt, das gut, und wer das nicht hat, ich würde ihn nicht ruhen, das Ütefing, weil das ist tatsächlich so. Und deswegen, Ochsen, Esel, bei der Krabbe, wollen uns viel lernen. Dort sind zwei Tiere, die taub nicht vorig wurden. Die taub zweimal und eine Krabbe kann stehen. Das ist allmählich. Und wenn die taub ab Weihnachten an eine Krabbe hergestellt wurden, dann will der Mensch, der da anstellt, an sein, Jesus ist gekommen, um zwei Fien taub zu bringen. Und Jesus legt durch den Meer in die Krabbe und bringt Frieden zwischen den Os und den Esel. Kriegen und wer du nicht von dir bist, ob du nicht der Os bist, ob du nicht der Esel bist, Gott will, Jesus will, in unsere Horten den Frieden bringen. Und deswegen hier in Osten Esel, zur Weihnachtsgeschichte. Das ist eine Überlieferung, die wir von der und unsere Bibel nicht haben, in der 7. Günther. Du hast in den alten Prophetenbüchern ein Satz, der uns sagt, du wirst dem Herrn zwischen den Tieren erkennen. Dieser Satz ist uns nicht überliefert worden in unserer Bibel von der, aber in den Urtexten steht es so. Und die Juden oder die Kirchenväter, die verstünden die Unger, die deuten noch zweiseitig Dieden, aus dem Esel, deuten sie viermal auf die Geburt Jesu stand, und viermal ward auf den Osten Esel der Schächer und Kriez gedient. Der sich durch auch zwischen Jesus mussten einig worden. Und der auch durch zwischen Jesus haben und den Fried beleben. Und deswegen ist von der auch die Botschaft und uns von der, egal wer wir sind, kann wie an sich krabben. Haben wir Jesus aus unseren Friedensbringern ans Hort nähelu. Kriegen don't, wird unsere Schwierigkeiten sein, ob wir hier in Bucheln oder ob wir hier in Duin. Jesus will mich mit meinen Feind versöhnen. Jesus will Fried. Jesus will, dass wir uns einig sind. Und Jesus will, dass wir arm erkennen, dass heute erst, der du nicht krablich, dass heute erst, der uns diesen Fried geben kann. Das ist Gottes Wunsch. Und das ist das Ziel, woran wir von der Weihnachten feiern, um immer mehr zu verstehen, worauf Weihnachten für uns zu bedienen. Die Abekrippen, die älteren Menschen, die kennen dort, oder oftmals in der Bibel auch noch die Abekrippen, die hier nicht zu der Bibel, aber das sind Sprüche, das sind Becher, die von irgendjemand Sachen vertalen, und das darf ich auch nicht alles lernen sein. In der Sirach 24, Vers 8, da braucht auch diesen ostenden Esel, und du steht das ist das, selig der Gatte einer klugen Frau, der nicht gleichsam mit einem Gespann
von Ochse und Esel pflügen muss. All der Sirach, also all der alle Schriften, soll wie immer weiterkommen, dort fing, dort Ochse und Esel in verschiedensten Rechten gebraucht worden, sogar eine Ehe. Dort lecklich so eine Ehe, wo dort Monen früh nicht Ochse und Esel sind. Weil der Taub in ein Gespann, dort schuf nicht. Dort will sich immer jagen. Der Os und der Esel, dort passt nicht taub. Dort sag ich sogar ans Old 5. Mose 22 verstehen. Du wird uns gesagt, du sollst Ochse und Esel nicht zusammen vor dem Flug spannen. Dort wir Wort wird ganz bekannt wird, dort diese beiden Sachen, die hier nicht taub. Dort schuf nicht der Bett taub. Und Gott will die taub bringen. Und Gott hat den Wunsch, diese zwei zu versöhnen. Als ans verlangen auch, dort wie diesen Herrn, dit Jesuskind in die Grab erkannt, sei wie, es ist der Os oder es ist der Esel, die durchgestellt worden, und der wir würden sein, dort ist bloß ein Traum, eine Vorstellung von einer Welt, der dort nicht jaft. Wo jaftet von der auf dieser Welt dort ein Reger und ein Orma, wo taub saßen, wo taub sich trafen, oder wo ein ganz Schlageuge seiner in ein Steinreger taub und ein Krab schneuen, vielleicht taub in eine Bank saßen, so kann wie nicht. Wo jaftet dort, wo ein unparfümierter, euer seiner Mensch mit einem armen Hirten, vielleicht der größten Tünrei gehackt habe ich das letzte Werk belebt, dann krob der bei mir in den Kerben an und dort regte nicht seine Augen. Aber ich will freundlich sein, die mitnehmen. Wenn ich das vorher gewusst habe, ich bedürfe mein Fleisch, das wir tun haben. Das ist unsere Natur, du sagst, wenn ich reutau, wir sind angieren mit so einer Taub, wenn wir uns gekriegt bereinigt haben. Wo jaftet dort, wo ein Magier mit einem Bettler taub, ein Fredschlitt, vielleicht ist der Hirten sich an den Krab durchschneit. Das ist von unserer fleischlichen Natur nicht mehlig. Aber Jesus, der mögt das mehlig. Wenn es die Hirten das vertal, dann ging sich das Jesuskind segnen. Und tatsächlich, das passiert, wenn es der Magier aus Morgenland kommt, dort wären hocheingeseine Menschen, dort wären von der Königsschicht, von der Regierung, und die kneiden sich mit Hirten, mit der Familie, taub und ein Bad geduld. Das passiert. Bloß wegen Jesus. Damals auch. Und deswegen ist das von dir auch möglich. Das ecken die. Dass wir uns knäuen mit dem, was wir uns kaum festgestellt haben. Und dass wir dem Heiland erkennen in unser Leben. Dass der Erste, der diese Kraft im Vollmacht hat. Stellen wir uns Ochse und Esel bloß aus einer friedlichen Durchstellung, die man braucht zum Schmücken vor, oder erst uns doch bewusst, dass Ochse und Esel ans Meier sein werden? Der Prophet Jesaja, im 1. Kapitel, der sagt uns, ein Ochse kennt sein Herr und ein Esel die Krippe seines Herrn. Jesaja 1, Vers 3. Du wirst all im Alten Testament uns davon überliefert, oder du von uns all Weisheiten von Tieren genommen, an uns Menschen Sachen deutlich zu merken. Und du wirst uns das all bewusst, der Os und der Esel, der kann sie nicht krab, der kann ihren Wirt. Und die Frau ist von der und uns, kannst du deinen Schöpfer, kannst du jemand, der dir den Hunger, den Durst, der in deine Säule erst stahlen kann, der dir das, was in deinem Däupen horten, das Verlangen, diese Sehnsucht, zufriedenstellen kann. Und Jesaja sagt dem Volk Israel, der Os und der Esel, der kann das. Soll wir als Menschen rot werden und uns schämen für die Tiere, weil wir wollen ja wollten als die Tiere, das ist nicht nötig. Das muss nicht so sein. Und wenn das so ist, dann tja wieder von den anderen. Jesus will, dass wir am erkennen und dass wir diese Weisheit, das Verständnis des der Tieren auch haben. Der Prophet muss das Volk ermahnen. Und er sagt, der Os und der Esel, die kann ihren Herrn, aber ihr kann den nicht. Ihr wollt nicht, wo ihr das Feuer fängt. Und vielleicht hier in Gedanken, warum braucht der Krieg das Feuer, der Krab?
Und warum es an Weihnachten, warum hat wir uns einmal das Buch bei dir unfrei? Warum wird so viel gegeten? Wir sollen vielleicht nicht Weihnachten verteufeln und sagen, dass es was Traditionelles und wir sind nicht Christen, wir sind nicht frei, wir feiern nicht mehr Weihnachten, alles in der Tonne mit. Sondern wenn wir uns die Frage stellen, was haben wir dort lernen? Warum wird Weihnachten so viel gegeten? Das soll uns darauf hinweisen, an Weihnachten, wenn du an einen gedeckten Tisch setzt, dann sollen wir uns daran erinnern, Jesus liegt auch in eine Schief. Ja, der wird bloß von Twiel, von Tieren besabelt, wird uns anehen, erst dann, wo wir uns lieber gehen auf dem Sofa dort sagen, eine Kohle Coke trinken, einen Schein Snickers, das ist uns viel angenehmer. Aber danach soll uns bewusst sein, wenn wir eten an Weihnachten, das verbinden wir, soll wir verbinden mit Jesus seine Geburt. Der legt in eine Schief, der legt in eine Krab, aber von der auf uns, der legt in den schmacken, witten Teller, was du von der was am Tisch hast. Und vielleicht, wenn du den saftigen Steak von Rindbein legen hast, dann denkt an Jesus legt in so eine Krab. Nicht eine Menschenkrab, sondern ein Tierkrab. Und Jesus lädt sich extra in die Krab, um dort wie Menschen am erkennen sollen, wo uns das soll bewusst werden, wenn wir körperlich anfangen zu hungern, dann stark den Hunger. Und wo wir uns dann auch dort verbinden sollen, wenn die Säule hungert. Jesus will die den Hunger stillen. Das Wort Gottes, das will die den darstellen. Und lud uns doch von dir, diese Weihnachtsstil, nicht bloß ans das Buch von dir uneten, sondern wenn wir daran denken, Jesus kam in seine Krabbe. Die kam mal extra fair an so Feit, dass wir einen Haft holen wegen dem. Und dass wir am erkennen würden. Du, wo uns Hunger ans wird handtrieben. Und ans Seelenhunger soll uns durchbringen. Jesaja schrift, und das Volk Israel und sagt, die haben dem Herrn, dem Heiland nicht erkannt. Die vielen der traditionelle Vers, weil die dort so gewarnt sind, aber das Wirkliche, Reich und Gerechtigkeit, das sind alle tun. Hij moet dem, ob ein verstohlene Denken, ein amoralisches Denken, im Provident auf Hand zu wiesen, was der Herr für ihn tun will. Das soll in Jesus die Gerechtigkeit finden werden, in den Hunger, den da gestaltet werden kann. Und deswegen ist es auch von der, von uns, ein Hinweis ab, wo unsere Hängen, unsere Horten vielleicht voller Gerechtigkeit sind, und wo ich mich auch nicht utnehme, wo ich nicht gerecht bin in meinen Gedanken, in meine fleischliche Natur. Voller Sünde und Ungerechtigkeit. Und ich brauche ständig, dass ich nur diese Kraft gehe und buße da. Wo ich Jesus bekannt, wo kaltherzig ich sein kann, wo glücklich ich gedacht habe, wo brutal ich mit meinem Bruder, mit meiner Frau, mit meinen Kindern umgegangen bin. Und dann rede ich nicht von meiner Bekehrung, von der, von Jesus. Das ist unsere Natur. Das ist der Ochse, das ist der Esel. Und den will Jesus vereinigen. Den will Jesus fordern. Und nachdem sein Hunger gestillt wird von Arm. Wir haben alle das Verlangen, dass wir den Schmerz und dass wir den Tod irgendwie stillen werden können. Die Sehnsucht, für den wir in unser Leben haben, die glückliche Familie, wo nicht Streit ist, das wird wir gern irgendwie, wenn es eine Weihnachtshelge der wünscht, wenn die Familie dort kommt, dass wenn du wird friedlich sein. Das sind unsere Wünsche. Das ist unser Verlangen, das haben wir gern. Wenn wir als Familie taub kommen, wenn wir als Freund taub kommen, das wirst du nicht hier in Eva kommen, das wirst du nicht mal in Zanken. Weil das ist uns unangenehm. Gott ist das auch unangenehm. Gott will das auch nicht. Und wenn wir uns vernehmen, wir wollen dort Angst dafür tun, dass das nicht passiert, dann wird das weniger passieren, weil wenigste du wirst das dann nicht tun. Und das wird ein Teil der Bidrehung, dass die Herrlichkeit Gottes in den Familien zu erkennen wird sein. Auch diese Weihnachten. Bloß das wird an mich und an die leben. Wie
der Krab erkannt. Bei Tieren, die dann sinnbildlich was durchstellen von das Leben Jesus. Der Esel, der wird durchgestellt aus einem Lostier, der losen Drehen. In irischen Zeit, wenn es man nicht der Vorteil hat, dann hat man den Esel viel gebraucht zum Sachen tausend. Das wären die Pickups. Dann bringt man zwei Sacktaub, schmeißt er über den Esel und dann ging das auf. Der drückte losen. Der Esel wie ein Tier, ein Bild für losen Drehen. Und deswegen, ob der Esel zur Weihnachtsgeschichte, Jesus hat meine in deine losgedreht, an sie Sünden. Du wärst post der Esel so fan in der Weihnachtsgeschichte. Der Oss, das wir dort Tier, das klassische Tier zum Opfer bringen, das erste und das beste Tier, wenn ein Jüd ein besonderes Opfer bringen wird, da würde er ein Rind nehmen. Das wäre das allerbeste. Dann hat er das beste Gott gebracht. Und Jesus ist das makellose, das beste Opfer, das jemals auf dieser Welt geopfert ist worden. Das wie Jesus, ohne Fehler. Das Tierste. Deswegen der Ochse. Ochse und Esel gehören wohl zu Weihnachten. Wir können auch den Ochse und den Esel noch wieder deuten an die kleinen Väter, Furasch, die sehen, der Oss, der Weihnachtsgeschichte, wies uns ab, das Judentum haben. Weil der Ochse, das Opfer wir, weil die Juden auch mit den Opfer tun. Der Esel, der wies ab der Heiden haben, der mit der Losen, der sündige Menschen, die Vergebung brauchen, das wie der Esel, der drückte los. So wie der Oss aus ein Bild für ein Joch im Alten Testament, wo wir immer waren lesen, dort Ossen, ab dem war ein Joch abgelegt. Dem war dann ein Joch gespannt, um das die pflegen würden. Und deswegen ist der Oss ein schönes Bild für das Judentum. Die Juden waren das Gesetz abgelegt, um den zu wiesen, wo sie Gott gerecht werden können. Dem war das ein Joch abgelegt. Deswegen ist der Oss ein ideales Bild für die Juden. Der Esel, ein Bild für die Losen, für die Sünden. Der war ab den Esel gelegt. Dort, wo der Mensch eigentlich selbst drehen soll, den seine Kleider, den seine Sachen, den seine Wirtschaft, soll eigentlich der Mensch ab seinen Schulter drehen. Nee, den auf dem Esel der Tau lädt dann ab. Der Esel wird der, wo der Losen drücht. Und nicht aus der Überzeugung erst, dass Jesus selbst auf ein Esel in Jerusalem nachrieden wird. Heu, der König, er reitet ab den Esel nehmen. Was ans wies, dass heute Sünde unter sich hat. Heu herrschte überall diese Eugerechtigkeit. Der mein Hort stark und der in dein Hort stark. Der kann in Jesus bringen. Heu weiß sich damit. Heu kann so einen Esel bändigen. Jesus will in unser Hort nennen. Zwischen diesen beiden Tieren steigt der Krab. Was steigt zwischen mir und mein Feind? Hast du den Krab zwischen gekommen? Oder besser gesagt, hast du all das Blut Jesus zwischen gekommen? Hast du all den Fried zwischen uns gekommen? Zwischen den Ossen und den Esel, der bei Tieren, die sich nicht verdrehen, du zwischen Stück der Krab. Und der braucht du den Fried. So haben diese beiden Tieren den Herrn erkannt. Die Frau erst bloß am Eck, hast du diesen Friedensbringer von der und dieser Deon erkannt. Menschen, die die Krabendurchstrahlung von Weihnachten betrachten, die sollen an sich selbst denken und sich fragen, was symbolisiert ich oder was symbolisiert der Ochse und der Esel für mich? Was hat mir dort von der zu sein? Der Ochse und der Esel, die sind ein Sinnbild für uns alle Menschen, auch für mich, auch für die. Und dort erst, wo Ben dort Himmelsmana liegt, wo das Vorrat. Und Jesus sagt in Johannes, Vers 35, Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, dem wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nie mehr dürsten.
Jesus sagt von sich selbst, ich sende dort Brot, dort Leben. Und wer nur mir wird kommen, dem wird keinmal mehr hungern. Und dem wird keinmal mehr darschen. Und hier meint Jesus nicht dort, wo die mehr anfangen zu knurren, wo die weiß, wo das Fuß vermerkt wird. Hier meint Jesus an die Säule. Und wer eine arm wird kommen, dem wird nicht mehr hungern, dem wird nicht mehr darschen. Und deswegen postet, und deswegen hat Jesus sich krank die Kram ausgewählt, um uns dort deutlich zu merken, um uns dort leichter zu merken, um zu erkennen. Weil ihr wisst, wie Menschen, wir gieren wie Schein eten. Wir scheinen uns dort jetzt mit Freunden, taub, Schein zu eten. Das gleich wie. Das jetzt uns Schein. Und deswegen ist auch eine Offenbarung voll von der Fasten im Himmel. Im Himmel wird das Fiesta geben. Du wirst das Eten geben. Jesus redet von das Hochzeitsmahl. Woran? Weil er wollt ans Menschen, an so fleischlicher Körper konnte das Beste, was verdietlichen, wenn er von Eten redet. Das verstehen wir am besten. Deswegen sagt Jesus auch im Himmel, du wirst das jeden geben. Das Beste von allem. Und Jesus sagt, solange wir von der ob diese Erde sind, wo wir in dieser fleischlichen Natur sind, will auch unsere Säulen fordern. Und er will sich an seinen Hunger, an seinen Darm starren. Der erste Esel, der kann seine Krab, die Frau es kann wieder auch. Weihnachten ist bloß ein Krabbenspiel, wird wie sein, und ein Teil ist es auch dort. Das ist bloß ein Spiel. Und immer war er holt worden, immer war er das Selzchen, immer war er und immer war er. Dort ist auch nicht das Wichtige dabei, wo nicht ab Weihnachten geschmückt wird und was alles passiert, sondern was stammt davon, was ist da passiert in meinen Horten. Dort ist das Entscheidende. Unser Hunger ist da gestellt, habe ich das Christkind erkannt. Und wenn du von diesen Hunger nicht sperrst in deinen Horten, dann hast du Weihnachten noch nicht erkannt, dann hast du Jesus Christus noch nicht erkannt, wenn du diesen Hunger in diesen Horten nicht gestellt hast. Der Engel, der brachte den Hirten diese frohe Botschaft in Bethlehem, du hast Jesus geboren. Und was deuten die Hirten? Der ging kurz daran, wird uns zumindest so berichtet. Nur Bethlehem, am Not sein, was ist du? Und was bedeutet das Wort Bethlehem? Das Wort Bethlehem, das griechische Wort, das bedeutet Hüs vom Brot. Das war das Wort bedeutet. So heute der Stadt. Hüs vom Brot. Wo das Eten darf. Und der Engel kann sagen, du das Hüs, wo das Eten darf. Du bist kein Heiland. Du hast von dir geboren. Ein Brot des Lebens, das unsere Sehnsuchten stillen kann. Du mancher an den Heiligabend oder an Weihnachten diese Wünsche haben, wo wir einen friedlichen Weihnachtsfeier haben oder eine friedliche Familientauchkommnis oder eine friedliche Ehe, wo wir uns wünschen, dass wir wollen gesunde Kinder haben, die geruhte Kinder sind, die nicht verkrepelt oder irgendwas sind, gesunde Grautkinder. All diese Wünsche, die hier in der Tau, die wünschen wir uns, die sind doch nicht schlecht und nicht zu übersehen und nicht zu verachten. Aber der wichtigste Lebenswunsch, den wir sollen haben, dort ist, dort Jesus in unser Hort, dort wir diesen Hunger gestellt haben, kriegen, wird immer auch wie uns besiegt, wo wir uns verfarchen oder wird uns Schmerz, wird uns schleicht in unser Leben auf dieser Erde. Das will er nicht haben oder nicht sein, dort soll der Furt, sondern dort gehört unser Leben, vielleicht muss er gesagt, auf dieser Erde. Und Jesus hat den Wunsch, dass er dort mildern kann, indem dort heu in unser Horten Camp. Dort wir uns Fokus nicht auf unsere Probleme, sondern auf am Rechten. Dort heute Mittelpunkt ist. Und wir sind so schwind geneigt, ob Kliniken, die uns wirklich empfehlen, dass wir uns dummer beschaffen und nicht ab dort, wo wirklich uns den Frieden geben kann. Und deswegen muss ich uns darauf hinweisen, weil wir uns aus erster Freuen haben wir den wahren Frieden an unseren Horten erkannt. Der Krab, der Vorderkrab, habe ich da erkannt, hast du
Diese Vorderqual für dein Leben, den Hunger all Gestalt, hast du das Verlangen, nur Gerechtigkeit, nur den Fried in deinen Horten, in deiner Umgebung, kann ich den Ossen ab mir beziehen, wo ich kann sein, ich habe mein Leben als Opfer für Jesus gegeben, kann ich den Esel und die Treppen, Durchstellung, als das tägliche Brot erkennen, habe ich begriffen, dass das Kind, was dabei liegt, dass das mein Herr ist, dass das mein Heiland ist, dass das der ist, der mein Leben glücklich machen kann und der mich überhaupt von der den Urm jaft, dass ich hier bin. Oder du wie in jeder Weihnachtskrab, jeder Weihnachtszeit, in der Tjan einfach bloß den Esel und den Oss. Seht wie Gott von der zu erkennen, zu verstehen, was er uns von der sein will. So ist Jesaja beschrift, der Oss, der kann sein Besetter. Der Esel weiß, wo der Futter fängt. Weiß wie dort? Ich mag von der Angst zu abrufen, dass wir dem erkennen. Ich mag auch die Kinder, die hier in unserem Markt von der sind. Wo ja wie von der diesen kleinen Kind, das Lebewesen, das du nicht krablich erkennen. Was ja wie dort? Wir kennen dort in dem, dass wir nur sehen, dass wir fragen, was wir Jesus, was wir Weihnachten, woran Jesus? Wo ja wie denn Jesus in unser Horten erluten? Und du tust ich, ob die Kinder vielleicht mal noch abgegeben von dir. Diese Weihnachtszeit, les mal das Feier Evangelium und schrieb ihn alle Frauen ab, die du fängen über Jesus, über die Geburt. Und die Frauen, mit der guten jene Eltern im Fragt mal, was sie zu bedienen haben. Dann wirst du, was in dein Hort beleben, was die was glücklich merken. Wenn die diese Mühe was merken. Und du hänger, muss in jedem Kind dann sein, dann nehmen die eine halbe Stunde oder weniger, einige Minuten Zeit, und sei Jesus, wo du am fängst, wo du über am denkst, wo du Weihnachten fängst. Und zu der Gemeinde, zu den Jahrs und zu den Geschwistern, muss ich sagen, kriegen da und was du bist, Oss oder Esel, ob du ein Mitglied von der Kirche oder ob du ein Herr bist, lud uns diese Weihnachtsstil, das Krabbenspiel, aufmerksam betrachten und lud uns das Brot des Lebens, was du nicht krablich genießen. Wahrnehmen. Jesus will unser Lebensgrund sein. Jesus will mein Hunger und dein Hunger stillen, auch in dieser Zeit, aber auch in alle Ewigkeit. Wenn diese Lebenshunger gestaltet ist, kann wir wirklich ein Leben genießen auf diese Erde. Wer zu mir kämpft, dem wird nicht mehr hungern, sagt Jesus. Glaube ich dort? Sei wir heute nicht Jesus zu kommen? Nochmal drei Geschichten von diesem kleinen Jungen, der mit seinem Großpapa Taub die Weihnachtsfiguren betrachten wird. Das kleine Jung, so sage ich am Anfang der Predigt, all erwähnte, der sieht, heute will lieber der Esel sein. Der Großvater, der dachte aber nur und doch so, warum wird der lieber wollen den Esel sein? Heute fragt den Jungen. Der kleine Enkel wird beamtet, warum wirst du lieber wollen der Esel sein? Dann sagt der Kleine, weil der steht das ganz dichtste Baby Jesus. Der hat die Wahrheit verstanden. Den ging das nicht um die prachtvolle Kleider, das hohe Ansehen, wer wovon Ruf hat. Der hat das verstanden. Ich will dich bei Jesus sein. Und ich wünsche, dass dort auch unser Verlangen, unser tiefstes Verlangen von dir kann sein. Ich will so dich bei Jesus sein, als ich kann. Jakobus sagt uns, Jakobus 4, Vers 8. So schreibt Jakobus, naht euch zu Gott und er wird sich euch nahen. Naht euch zu Gott und er wird sich zu euch nahen. Habt ihr dort verstanden, was der Oss und der Esel verstanden haben? Selig sind die, und die Frau ist
bist du dabei von dir? Amen. Nummer 213. Nichts kannst du tun zur Erlösung, sie ist ja vollbracht, sie ist dein. Du sollst sie nur nehmen und glauben, um ewig errettet zu sein. Nichts kannst du tun zur Vergebung, denn Gnade, die wird nicht verdient. Gerechtigkeit ist dir erworben von dem, der die Sünde gesühnt. Nichts kannst du tun fürs Weiße, im Blute gewaschene Kleid. Nur lass dich im Glauben drei kleiden, so ziert dich vor Gott Heiligkeit. Nichts kannst du tun für die Wohnung, die Gott in Salem erbaut. Nur komm, weil ja alles bereitet, so rufet der Geist und die Braut. Nichts kannst du tun für den Himmel, das selige Herrlichkeitsreich. Ererbt es denn ich und der Vater, spricht Jesus, wir schenken es euch. Nichts kannst du tun zu der Würde, zu tragen die goldene Kron. Leg die dir aus Gnaden geschenkte, nur demütig nieder am Thron. Ja, nu hebben we hier wat we zijn wel en zijn kennen. Ik wens we alle die wat halten, los te draaien en dichtst bij Jezus te zijn, dat is de heldige deel. Zo, we lopen nog eenmaal aan tomorrow in dezelfde tijd, waar we godsdienst hebben, als het voor de heldige dag en alle welkom, alle rijloot, morgen ten godsdienst Samariens. Ik mag je nog een zeggen met je, wie een vierde Moses vingen, en ons op naar in de toe. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Scheidem Fried von uns.